Nach dem Regen scheint die Sonne ist der bekannteste und erfolgreichste Titel des Schweizer Komponisten Arthur Boyle. 1945 wird er vom Jodelduo Marteli Mumenthaler und Vreneli Pfiel eingesungen. Das Lied wird über die Landesgrenzen hinaus ein Hit. Die erste offiziell anerkannte Girl-Group der Schweiz. Spice Girls. Und das ist natürlich ein absoluter Überheuler, oder? Ja, das ist so Folklore-Pop von den 40er Jahren, 50er Jahren. Das war dann auch schon in Ordnung. Es wird einem ein bisschen warm ums Herz, wenn man das hört. Das ist richtige Nostalgie. Es ist einfach Musik aus dem Bauch, aus dem Herz. Man kennt sie als Schauspielerin und Kabarettistin. In den 60er Jahren feiert Ines Torelli in der kleinen Niederdorf-Oper und mit Bibi Balu große Erfolge. 1975 erobert sie mit diesem Lied sogar die Schweizer Hitparade. Was die alles drauf geht, neben Singen, Schauspieler, Comedy. Es war wirklich eine komplette Künstlerin in ihrer aktiven Zeit. Und ich habe sie immer verehrt. Wirklich eine super Frau. Und man muss sie einfach ins Herz schließen. Die einzige Frage, die ich mir immer gestellt habe, wer ist der Gigi? Hat es den wirklich gegeben? Den gibt es tatsächlich. Der Skilehrer Danny Meisser geht als Vorbild für den Gigi von Arosa in die Musikgeschichte ein. Das wird die Version dieser jungen Dame wohl kaum schaffen. Oh nein. Ist das Zara Meyer? Es ist eigentlich ein No-Go der Ines Torelli gegenüber. Wenn prominente Nicht-Sänger anfangen zu singen, dann wagt man sich immer aufs Glatteis. Die Frage ist, schafft man Pirouetten oder nicht? Ines Torelli schafft es aber allemal in unsere Rangliste. Platz 25.